Ich bin der Simon Gerber und ich bin Resident DJ im P1 Club. Für mich ist der perfekte Sound, wenn der eine Emotion erwecken kann. Wenn ich an Autoklang denke, dann kommt mir in den Sinn, dass zu dem ganzen Erlebnis einfach der Sound gehört. Der Klang der Zukunft fasziniert mich echt und genau deswegen bin ich heute hier. Ja, Simon, hier ist das Reich der Klänge. Ich würde sagen, ich zeige dir einfach mal, was ich hier wie machen kann, wie wir hier ein Auto abbilden können und mit welchen Files wir in dieses System reingehen. Warum braucht jetzt ein Elektroauto überhaupt einen Sound? Jetzt mittlerweile ist es ja eine Gesetzesvorgabe, um Menschen auf der Straße zu schützen, sind sehr wohl alle Menschen in der Gefahr, von einem Fahrzeug angefahren zu werden, das sie nicht hören. Woher nimmst du dann die Klänge? Gibt es dann auch so, wo du sagst, hey, ich gehe jetzt raus und nehme Sachen auf? Oder sind das alles hergestellte Sounds am Computer? Ich habe vor knapp 10 Jahren damit angefangen und irgendwann denkt man sich, ach, ich habe da mal was Interessantes gehört. Dann geht man mit dem Aufnahmegerät raus und versucht es in der Natur aufzunehmen. Meistens zwitschert dann ein Vogel mit dazwischen, ja, das ist auch immer schwer. Und irgendwann hat man eine Datenbank, da ist alles drin. Was macht so ein E-Sound aus? Ich möchte was mich anspricht, was angenehm klingt. Das muss realistisch technisch sein. Technische Geräusche gehen besser ins Unterbewusstsein. Mit harmonischen Dingen muss man vorsichtig umgehen, meiner Meinung nach. So gehen wir mit der Sache um. Und was ist das hier unten? Das ist ein Gaspedal, das wir umgerüstet haben, damit wir hier ein Fahrzeug simulieren können und den Sound, den wir hier gerade gemacht haben, in einem Steuergerät wirklich auf der Hardware laufen lassen können. Kann ich jetzt Gas geben? Gib mal ein bisschen Gas. Ah, okay. Aber das ist ja jetzt noch kein fertiges Auto. Nee, im Fahrzeug klingt es noch mal ein bisschen anders. Damit ich dir das mal zeigen kann, sollte man vielleicht mal ins Labor runtergehen. Ja. Ich dir das mal zeigen. Wahnsinn. Servus. Hi, Stefan. Simon, hi. Das ist hier ein sogenannter Semi-Freifeldraum. Wir haben hier schallabsorbierende Keile an den Außenwänden. Das Einzige, was reflektiert in dem Raum, ist der Boden. Wir haben hier so einen Straßenbelag, um hier realistische Fahrbedingungen zu erzeugen. Messmikrofone, um dann auch zu messen, wie laut ist der Schall wirklich, den wir mit dem Lautsprecher am Fahrzeug erzeugen. Ja. Hier im Fahrzeug haben wir jetzt einen Lautsprecher, der befindet sich jetzt hier vorne am Fahrzeug, quasi direkt hier, über meiner Hand. Da hat es einen Grund, warum der dann da vorne rechts ist? Ja, wir fahren in der Regel vorwärts beim Auto und deswegen haben wir den Lautsprecher hier im vorderen Bereich positioniert, weil das eben der Normalzustand des Fahrens ist. Ja. Was passiert in dem Raum? Ja, du hast ja vorhin oben im Büro hast du gesehen, wie wir am Rechner den Sound produzieren und am Fahrzeug hört es sich halt einfach nochmal anders an und das können wir uns hier einfach nochmal viel detaillierter und viel realistischer uns anhören. So, du siehst hier, welche Spuren hier gerade aktiv sind. Und kannst du mal, Rudi, bei der Geschwindigkeit bleiben, bitte? Jetzt spiele ich nur diese eine Spur ab. Ja. Ich kann jetzt mal ein bisschen lauter machen. Ja. Und kann die jetzt auch ein bisschen pitchen, also in der Geschwindigkeit verändern. Schneller. Jetzt hört sich schon ziemlich spacig an. Ja. Woher lasst ihr euch dann inspirieren bei solchen Geräuschen? Erstmal normale Verbrennungsfahrzeuge, die haben auch interessante Strukturen, aber natürlich auch Science-Fiction-Filme oder aber auch einfach Geräusche von normalen Instrumenten. Das, was ihr dann hier so entwickelt, ist es dann auch schon irgendwo im Einsatz? Ja, genau. Es gibt schon den Sound für dieses Auto. Es wird schon verkauft zum Beispiel in China, in den USA, wird aber in Zukunft auch weltweit, gibt es quasi nachher in jedem Land wieder Gesetzesanforderungen, dass wir das überall machen müssen. Wahnsinn. Das hört sich ja alles schon ziemlich spannend an. Aber die Frage ist halt, wie hört sich dann sowas auf der Straße an? Kann man sowas mal testen? Kann ich dann auch mal sowas fahren? Ja, wir können abbauen und uns das Ganze mal draußen anhören. Ja, dann auf, oder? Vorhin in der Halle, da hat man das ja schon sehr prägnant gehört. Jetzt ist es gar nicht so auffällig, wenn man drinnen sitzt.
Genau, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Vorhin standen wir ums Auto rum und jetzt sitzen wir im Auto und generell versuchen wir bei Audi, dass wir im Innenraum möglichst wenig hören von außen. Das ist noch was ganz anderes hier draußen wie drinnen. Wie stellst du dir dann so den Sound von den Städten in der Zukunft vor? Also das wird auf jeden Fall sehr vielfältiger werden in Zukunft. Aktuell ist es ja so, dass die Verbrennungsfahrzeuge, ob es jetzt ein kleiner Motor oder ein großer Motor ist, es klingt alles relativ ähnlich. Während wir bei dem E-Sound, da ist ja jeder Hersteller quasi mehr oder weniger frei in dem, was er komponiert. Und das wird auf jeden Fall interessant werden, wie es nachher an der Ampel klingen wird. Da bin ich mal gespannt, ob ich dann deine Arbeit dann ab und zu mal hören kann. Wirst du. Sehr gut. Was für ein spannender Tag. Am meisten hat mich beeindruckt, dass bei so einem technischen Produkt so viel Liebe, Emotion und Musik wirklich ein Teil spielen. Es ist spät und die Turntables warten. Ich bin da mal raus.